Sehr geehrter Professor Günther, meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich möchte ausdrücklich auch all die Gäste begrüßen, die leider nicht mehr in diesem Hörsaal haben Platz finden können, sondern im Hörsaal 3D. Ich war in der Lage, kurz vorbeizugehen und guten Tag zu sagen. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Sie werden kein Wort vermissen von dem, was ich sage. Ich will mich nochmal sehr herzlich bedanken nach der kurzen Zeremonie, die es gegeben hat, dass Sie mir eine Ehrendoktorwürde verliehen haben. Alle Damen und Herren, die daran mitgewirkt haben, in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Ich fühle mich geehrt. Ich gebe zu, dass ich genauso eitel bin wie der Durchschnitt aller hier Anwesenden und deshalb gerne zu Ihnen gekommen sind. Mit dieser Ehrenpromotion haben Sie dazu beigetragen, dass die weiteren Nachprüfungen nicht standhalten muss. Was mich vielleicht zukünftig weniger politisch angreifbar macht. All diejenigen, die es nicht wissen können, den will ich gerne verraten, auch ich habe eine ordentliche Doktorarbeit mal begonnen, die ist zum Opfer gefallen meiner weiteren beruflichen Entwicklung und dem Rhein-Hochwasser. Warum? Weil ich sie in eine riesige Kiste gepackt hatte, die eines Tages beim Rhein-Hochwasser erwischt wurde und dann so versparkte und verklebte, dass man sie nicht mehr rekonstruieren konnte. Und die einzigen Seiten, die ich später nochmal davon gelesen habe, übrigens mit Sätzen, die spielen über 10, 20 Zeilen gingen, mit einer in sich gedrehten Apposition neben der anderen, haben mich zu der Überzeugung gebracht, dass es ganz gut war, dass ich diese Doktorarbeit nicht abgegeben habe. Aber das ist jetzt auch 36 Jahre her. Ich will ohne weitere Präliminarien in das Thema springen, aber vielleicht zu Ihrer Verwunderung mit dem Satz beginnen oder mit einigen Sätzen beginnen, dass wir über Wirtschaftspolitik im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts nicht lange reden müssen, wenn wir die augenblicklichen Turbulenzen in der Europäischen Währungsunion in den Griff kriegen. Sondern was immer wirtschaftspolitisch passiert, und ich werde diesen Begriff der Wirtschaftspolitik relativ weit dehnen auf Felder, die man darunter subsumieren kann, ob das Haushaltsfiskalpolitik ist. Sie werden ja hier feststellen, dass es noch ganz andere Gebiete gibt, von denen ich glaube, dass sie zunehmend Wirtschaftspolitik bestimmen müssen. Wir werden vorher versuchen müssen, die Destabilisierung, die Ungleichgewichte, die Turbulenzen in dieser Europäischen Währungsunion in den Griff zu kriegen. Sie alle wissen, dass wir uns, wenn man so will, im 4. Aggregatzustand einer solchen eskalierten Krise uns bewegen. Die erste Phase begann, wie Sie sich vielleicht erinnern, 2007, aber dann in der Zuspitzung 2008, mit Namen, die Sie alle in Erinnerung haben, nämlich Lehman Brothers, und war eine klassische Bankenkrise. Über die Ursachen kann man lange reden. War es die enorme Liquidität, die die amerikanische Zentralbank, die FED, in die Märkte gepumpt hatte, übrigens auch als Reaktion auf den terroristischen Anschlag im September 2001? Ist es eher eine mangelnde Regulierung gewesen der Politik? Ist es eine Innovationsfreude gewesen von Bankmanagern, die nachher selbst nicht mehr wussten, was für Produkte sie eigentlich innoviert hatten? Ist es in der Tat auch ein wirtschaftswissenschaftliches Paradigma gewesen, resultierend aus einer neoklassischen wirtschaftswissenschaftlichen Schule, die gesagt hat, überlasst alles Geschehen den Märkten. Die Märkte sind diejenigen, die den Effizienzkriterien am ehesten Rechnung tragen können. Die Politik muss sich raushalten, denn diese Politik stört nur die Gleichgewichtstendenz der Märkte. Sie stört nur die Erreichung von Effizienzkriterien. Im Übrigen ist diese Politik immer zu langsam. Zeitökonomisch kommt sie gar nicht mehr mit den Marktprozessen mit. Und daraus ergab sich eine Vorstellung in der Tat, dass Politik oder anders gefasst der Staat sich weitestgehend aus der Regulierung von Märkten heraushalten sollte. Darüber kann man lange reden. Es eskalierte jedenfalls so in der ersten Phase dieser Krise, dass plötzlich mit Lehman Brothers, eines der größten Investmenthäuser, in die Insolvenz ging. Und die wenigsten haben mitgekriegt, dass 36 Stunden später, nach Lehman Brothers, vom 15. September auf den 17. September, ein noch sehr viel größeres Unternehmen, Finanzdienstleister, Finanzinstitut, hätte insolvent gehen können. Und zwar Lehman Brothers hoch 4, hoch 5. Das ist der größte Versicherungskonzern der Welt gewesen mit Namen AIG. AIG. AEG war schon vorher pleite. AIG. Das war die erste Phase. Die zweite Phase ist gewesen, dass die Politik, oder wenn Sie so wollen, die Staatengemeinschaft in den USA genauso wie in Europa,
sich gar nicht anders helfen konnte, als diese Banken zu stabilisieren oder die Finanzmärkte zu stabilisieren, weil bei den Vernetzungen, die stattgefunden hatten, wir vor der Problematik standen, dass wir es mit einer Dominosteinreihe zu tun haben, wo ein Stein, der kippt, andere Steine bei diesen Vernetzungen mitnehmen kann. Und das spielte sogar schon eine Rolle bei der ersten und relativ kleinen Bank, die in Deutschland in die Turbulenzen kam und die ihren Standort von dieser Universität nicht weit entfernt hatte, namens IKB. Schon damals stand die Politik vor der ziemlich entscheidenden Frage, die uns die Wirtschaftswissenschaften eigentlich nahelegen, nach dem Motto, wenn sich ein Marktteilnehmer verzockt, dann muss er vom Markt auch bestraft werden. Und eine Bestrafung heißt im Zweifelsfall, er verschwindet vom Markt. Das war übrigens in dem ersten regulatorischen Wochenende, das ich bestritt, am Ende Juli, auch meine erste Frage an diejenigen, die ich alle in einer Telefonkonferenz hatte. Die Präsidenten und Vorsitzenden der Bankenverbände in Deutschland, also des genossenschaftlichen Bankwesens, des öffentlich-rechtlichen Bankenwesens, des privaten Bankwesens, die BaFin als die Bankenaufsicht, den Bundesbankpräsidenten, damals Herr Weber und viele andere. Die erste Frage war, wenn diese Bank illiquide ist und über die Illiquidität in eine Insolvenz zu gehen droht, warum lassen wir sie nicht pleite gehen? Und die Antwort lautet, wenn Sie das tun, ist es unkalkulierbar. Sie können eine Erschütterungsdynamik auslesen, die in ihrer Konsequenz politisch nicht mehr steuerbar ist. Und ich fragte, wieso? Und daraufhin wurde mir gesagt, dass es eine Reihe von Anlegern bei dieser Bank gibt, institutionelle Anleger, aber auch private Anleger, ungefähr in der Dimension von 26 Milliarden Euro. Eine gegenüber späteren Verhältnissen wahnsinnig geringe Summe. Aber inzwischen haben wir uns ja angewöhnt, dass 1 Milliarde die kleinste Recheneinheit der Welt ist. Und mir wurde gesagt, dass von diesen 26 Milliarden 20 Milliarden von institutionellen Anlegern kommen können, 5 Milliarden vielleicht von privaten. Das heißt institutionelle Anleger. Institutionelle Anleger hieß das vielleicht eine nordrhein-westfälische Berufsgenossenschaft sein könnte. Vielleicht ihre Sparkasse in Wanne-Eickel. Vielleicht die Genossenschaftsbank, die Raiffeisenbank oben im Münsterland. Vielleicht ihre Versicherung. Das heißt, wenn Sie diese Bank in die Insolvenz gehen lassen, dann müssen diese, die Berufsgenossenschaft, genau wie die kleine Sparkasse, werden sie Wertberichtigung auf ihrer Bilanz vornehmen müssen. Und diese Wertberichtigung auf der Bilanz dieser Institute könnte die nächste Welle von Erschütterungen sein. Also nehmen Sie das nicht in Kauf. Im Übrigen würden Sie als deutscher Finanzminister damit als Erster in ganz Europa ein Institut in die Pleite gehen lassen und damit eventuell auch mit Blick und die Bewertung des Finanzstandortes Deutschland etwas auslösen, was auch sehr negativ auf unsere Füße zurückfallen könnte. Also stabilisierten wir. Was machten wir? Relativ schnell haben die Verfassungsorgane dieser Republik, fast zum Erstaunen von vielen, ein Finanzmarktstabilisierungsgesetz in Gang gesetzt. 500 Milliarden. Der überwiegende Anteil allerdings Garantien. Aber die eine oder andere Bank wurde auch rekapitalisiert. Zum Beispiel die Commerzbank. Und eine einzige Bank in Deutschland wurde auch verstaatlicht. Die Hypo Real Estate. Obwohl die Angloamerikaner entgegen den sonstigen ordnungspolitischen Vorstellungen, die wir hatten, ziemlich schnell und ziemlich pragmatisch mit der Verstaatlichung von Banken waren. Wenn wir in Deutschland jedenfalls in einer sehr grundsätzlichen Debatte, die wir in Deutschland immer führen, auch ordnungspolitisch sehr puristisch, eigentlich das Wort Verstaatlichung nur in den Mund nehmen, wenn wir uns anschließend die Zähne putzen. Die Briten und Amerikaner machen das. Eine der größten europäischen Banken, einer dieser Master of the Universe, vor Kraft kaum laufen konnte. Die Royal Bank of Scotland gehört nach wie vor zu 80% dem britischen Staat, andere auch. Die Amerikaner verstaatlichten mehrere Banken. Sie nennen es etwas anders. Sie haben den etwas leichteren Begriff der Conservatorship. Aber es läuft auf nichts anderes hinaus. Die beiden größten Hypothekenfinanzierer der Welt, Fannie Mae und Freddie Mac, sind so gut wie verstaatlicht. Das war die zweite Phase. Die zweite Phase war, dass über diese enormen Mittel, die wir aufbrachten und über den Übersprung der Finanzwelt auf die reale Welt, die öffentlichen Hände in Europa sehr viel Geld in die Hand nehmen mussten und über eine Wirtschaftskrise in eine Fiskalkrise kam und die Schraube der Verschuldung sich weiter drehte. Diese Schraube der Verschuldung ist in Europa und auch woanders in den USA nicht ursächlich zurückzuführen auf diese Entwicklung 2007, 2008, aber sie ist katalysatorenhaft beschleunigt worden. Und wenn Sie die statistischen Kurven sehen, dann wissen Sie, dass das rasant nach oben ging. Und damit sind wir nach der Bankenkrise
nach der Wachstumskrise, nach der Fiskalkrise in der vierten Phase. Und die vierte Phase besteht darin, dass ganze nationale, souveräne Staaten, Mitgliedstaaten, nicht nur der Europäischen Währungsunion, sondern weltweit kaum noch, gar nicht oder nur zu sehr ungünstigen Konditionen sich auf den Kapitalmärkten refinanzieren können. Und das ist die eigentliche Krise der Europäischen Währungsunion. Ich rate deshalb dazu, nicht leichtfertig von einer Krise des Euro zu reden. Die Zahlungsmittelfunktion des Euro ist völlig intakt. Sie können mit dem Euro ziemlich genau dasselbe kaufen wie vor 3 oder 4 Jahren. Wir sagen auch, die Werthaltigkeit dieses Euro ist nicht gestört. Die Inflationsentwicklung des Euro in den ersten 10 Jahren seiner Einführung, fast 10 Jahren seiner Einführung, ist übrigens günstiger gewesen als die Inflationsentwicklung der D-Mark in ihren letzten 10 Jahren. Entgegen manchen Vorurteilen. Der Außenwert des Euro ist bemerkenswert. Manchmal streiten wir darüber, ist der Außenwert des Euro so stark, weil der Dollar im Augenblick so schwach ist. Aber vor meinem Schreibtisch standen schon mal sehr viel früher deutsche Exporteure, die gesagt haben, bei 1,25 ist mir der Euro zu stark, weil meine Produkte und meine Dienstleistungen, meine Systemleistungen, die ich exportiere, im Ausland zu teuer sind. Wir hatten schon mal einen Eurokurs von fast 1,50, nach meiner Erinnerung allerdings auf der anderen Seite auch runtergehen bis zu 0,89, 0,85. Im Augenblick schwankt der irgendwo zwischen 1,30 und 1,35. Also auch der Außenwert des Euro ist nicht das Problem. Wir haben es nicht mit einer Euro-Krise zu tun, sondern wir haben es mit einer Krise von Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion zu tun. Und die eskaliert, weil diese Staaten sich auf den Kapitalmärkten nicht mehr refinanzieren können. Angefangen bei Griechenland. Aber es ist inzwischen nicht mehr nur Griechenland. Wir gehen einer Entwicklung entgegen, wo morgen der nächste Europäische Rat tagt. Sie werden es in den Zeitungen gelesen haben, nach einer Verabredung des französischen Staatspräsidenten mit der deutschen Bundeskanzlerin wird versucht morgen, und hier werde ich ausnahmsweise etwas, auch nur andeutungsweise polemisch, morgen wieder einen Europäischen Rat erleben werden, der uns angekündigt wird als der Durchbruch im Krisenmanagement. Dies hatten wir schon mehrere Male. Können Sie sich erinnern an den Europäischen Rat Ende August, an den Europäischen Rat Ende September, an den Europäischen Rat Ende Oktober mit dem Wort des Monats, das da lautete Hebel. Die Hebelwirkung. Weiß jemand, wie die funktioniert? Hat jemand den Hebel gefunden? Alle reden über den Hebel, aber keiner hat den Hebel gefunden. Und bis heute haben wir den Hebel nicht. Also worauf ich hinaus will, man muss sehr vorsichtig sein in diesen Ankündigungen, Überschätzungen. Nur die Situation geht weiter. Sie merken es daran, dass es Ansteckungsgefahren gibt für Spanien und Italien. Diese Länder können 10-jährige Anleihen teilweise nur noch mit 7% Rendite platzieren. Der Druck auf Deutschland nimmt zu. Enorm, aus mehreren Gründen. Der Bundesrepublik Deutschland wird inzwischen jedenfalls nachgesagt, und ich teile das nicht, dass sie auf Umwegen quasi eine hegemoniale Position in Europa erreichen wird. Der Bundesrepublik Deutschland wird nachgesagt, dass sie über ihre geldpolitische Orthodoxie Europa in den Ruin treibt und wirtschaftspolitisch schon sehr viel delikater und schwerer zu dekodieren. Der Vorwurf, Deutschland verdient inzwischen auf diesen Kapitalmärkten. Das will ich erklären. Die Bundesrepublik Deutschland ist eines der wenigen Länder innerhalb der Europäischen Währungsunion, die ihre Staatsanleihen platzieren können unterhalb der Inflationsrate. Und das bedeutet, in der Sprache der Ökonomen, wir können unsere Anleihen platzieren zu einem negativen Realzins. Eine kongeniale Situation für jeden Finanzminister. Ich wollte, ich hätte es erlebt. Aber die anderen, die müssen einen Realzins vielleicht, also oberhalb der Inflationsrate zahlen von Spielen 3 oder 4%. Und darin liegt der Vorwurf. Das, was uns angekündigt wird für morgen und übermorgen, läuft darauf hinaus, dass die europäischen Verträge verändert werden sollen. Daran kritisiere ich nicht herum, sondern ich halte es für richtig. Und es wäre sehr kleinkariert, nur aus einem politischen Ritual dies in Frage zu stellen. Das heißt, das Bemühen, die europäischen Verträge im Sinne einer sehr viel stärkeren Budgetdisziplin zu ändern. Darüber hinaus auch automatische Sanktionsmechanismen zu verankern. Darüber hinaus gegebenenfalls auch den Europäischen Gerichtshof als eine Instanz einzubeziehen, die darüber zu urteilen hat. Dies ist alles nicht falsch. Die entscheidende Frage ist, was löst es auf der Wegstrecke der nächsten 2 oder 3 Monate?
Denn eine Änderung dieser europäischen Verträge bekommt man nicht im Sinne eines Urknalls, sondern eine Änderung der europäischen Verträge setzt vielleicht voraus, sogar einen europäischen Konvent einzurufen. Es sei denn, das Europäische Parlament ist bereit, darauf zu verzichten.